Sali, 9 Komplikationen beim Alleinreisen. Let's go. Erstens mal Gepäckentscheidung. Nehme ich einen Koffer, nehme ich einen Rucksack, Heizug, den Backpack. Wo verstehe ich das hure Ding? Eigentlich wollte ich da am Sitz verstehen, weil es immer anhalten. Ich dachte, das würde mir klappen, muss ich immer hinterschauen. Aber ich habe es hinterher, da hat keinen Platz gehabt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall niemanden neben mir gehabt. Das war nice, dann habe ich etwas essen. Und ja, moin, das hat natürlich keine Gabel drin gehabt. Ich habe gedacht, Salome, komm, du bist kreativ, probieren wir es mal so. Nein, geht nicht. Habe ich gedacht, probieren wir es mal so. Da Video vor Leib, ich liebe das Video, habe ich irgendwie wieder herausgefunden, dass es geil ist. Und hat so funktioniert. Es war voll nice gewesen. Gehe by the way auf London, dann beschäftigen ist immer so das Ding, weil hat funktioniert. Rausschauen war auch nice gewesen. Da bin ich in Paris gewesen. Umsteigen ist immer so eine Sache. Wir müssen mit dem Metro oder Bahnhof wechseln. Ich muss einen fremden Mate probieren. Actually, du hast fucking awesome. Und 7. Check-in für den Underwater Train. Das ist wie am Flughafen, sag euch. Also überlebt, da cruisen wir unter dem Meer durch. Ist recht geil gewesen. Richtig, passt nicht rein für die UK. Ein eSIM installieren ist immer so ein Ding, hat funktioniert. Kurz angekommen, realisiert, dass ich da bin. Hure happy gewesen. Hostel habe ich auch gefunden. Ach du heilige Scheiße. Im Christopher's Inn Hostel, das ist wirklich cool. Habe mich mega wohl gefühlt. So wie dein eigenes Zimmerli da oben. Finde ich Friends für Abend, das ist immer so ein Ding, aber unter dem Hostel hat es gerade das Popcorn.